wir weniger Europa hätten. Die Alternative für Deutschland wäre meiner Meinung nach keine Alternative für Deutschland, sondern Selbstmord für Deutschland. Jedenfalls ist ja komplettes Schwachsinn, was die vorschlagen. Sei es den Euro in Nord und Süd aufzuteilen, sei es wieder zurück zu den alten Währungen zu gehen. Lassen Sie es mir ganz klar sagen, was die Alternative für Deutschland vorschlägt, wäre für Deutschland ein Drama. Der Zusammenbruch der deutschen Exportgeschäfte. Das Ende des deutschen Exports. Ich sage das nicht nur so, nein, dafür gibt es ausreichend Beweise. Nehmen wir die Analyse der holländischen Bank ING. Die haben sich im Detail angesehen, welche Konsequenzen der Zusammenbruch des Euro hätte. Und die Folgen sind klar. Es würde zu einem wirtschaftlichen Supergau Europas kommen. Ein Supergau der Wirtschaft, dessen erstens Opfer Deutschland wäre. Die Währungen der größten europäischen Märkte für deutsche Industriegüter würden um 20% schrumpfen. Die neue Deutschmark würde auf dasselbe Niveau wie der Dollar einbrechen, sofort 20% ihrer Werte einbüßen. Und in den ersten 2 Jahren nach dem Zusammenbruch des Euro würde das deutsche Bruttoinlandsprodukt um ungefähr 10% schrumpfen. Ich wiederhole mich, das ist keine Alternative für Deutschland, das ist deutscher Selbstmord und nebenbei auch ein Albtraum für Europa. So, liebe Freunde, wir brauchen nicht wirklich eine Alternative für Deutschland, wir brauchen eine Alternative für Europa. Mit einer Alternative für Europa, mit einer politischen Union, einer echten europäischen Regierung, mit einer europäischen Finanzverwaltung und, wie ich schon gesagt habe, mit einer Bankenunion, Abwicklungsfonds inbegriffen. Und wir haben die Wahl. Entweder wir bleiben ein böser Verbund von Staaten, die nichts zu entscheiden haben, oder wir gehen vorwärts zu den Vereinigten Staaten für Europa. Und ich weiß, wofür ich mich entscheiden werde, und ich hoffe, da ist auch Ihre Wahl, die Wahl auf die FDP. Dankeschön.